Wir haben alles, was Sie brauchen. Und noch viel mehr. Nach einer langen Zeit der Abwesenheit geht es endlich weiter. Hier beim Let's Play von der Assassin's Creed Syndicate. Wollte ich etwas anderes sagen. Ja, Syndicate, wir sind immer noch dabei mit den Groschenromanverbrechern. Ich dachte eigentlich in den letzten Part, jo, wir haben es geschafft, aber Pustekuchen, es gibt noch ein paar. Naja, hallo? War jetzt plötzlich... Oh, hä? Entweder spiele ich jetzt oder die Steuerung ist irgendwie anders oder ich habe es irgendwie falsch aus The Witcher 3 übernommen, kann natürlich auch sein. Nun, wie dem auch sei. Ja, bereits erwähnt, ich will jetzt noch ein paar Groschenromane machen, muss noch ganz kurz gucken. Wir haben, ne, hier ist auch keine mehr. Denn am Ende der letzten Folge sind plötzlich ein paar neue erschienen, wo ich mir dachte, ach nö, es geht weiter. Also was heißt doch nö, eigentlich sind sie ja geil, keine Frage, aber naja, wenn man sich halt so teilweise, ja, schon freut vor allem, oder? Und denkt man sich, ja, es ist, ich hab's geschafft, 100%, je, plötzlich, oh, scheiße. War irgendwie doch nur 50% oder so, es geht noch weiter. Das ist dann schon, naja, nicht ganz so geil. Aber wenn dem auch sei, wir machen weiter hier mit Groschenromanverbrechen, mal fürs erst, bis die komplett sind. Und danach, wie auch schon öfters erwähnt, geht es dann zum Schlussspurt für das Let's Play mit der Mission des Maharaja. Sie sind irgendwo hier drüben, fangen die an, glaube ich. Hier genau, mit Dulip Singh Erinnerungen. Und wenn wir die auch gemacht haben, dann würde ich mal sagen, ist das Let's Play endgültig vorbei. Weil zum einen mal aber noch nie, also generell ein Assassin's Creed Spiel, so lange gezockt wie das hier, ich meine, klar, es ist geil und so weiter, aber irgendwo muss auch mal Schluss sein. Und andererseits ist noch langsam sicher mal, ja, hat immer ein bisschen die gleiche Leier, man kennt's ja, oder? Hier die ganzen Missionen. Ich meine, klar könnt ihr alles 100% zocken, aber ich dachte mir so, ja, könnt ihr privat mal machen. Aber ehrlich gesagt, momentan ist, ja, für ein bisschen das Interesse daran. Und daher, jo, denk mal, wird noch sicher mal Zeit werden für andere Assassin's Creed Spiele, seines neue Spiele, seines alten Spiele, das ich gar nicht gezockt habe, wie die ersten 2 Teile und dann natürlich auch noch Rogue und Black Flag, die aber zwar, bei Rogue hat man jetzt Tests gemacht, Black Flag bereits zwar schon einmal aufgenommen, müssen aber irgendwann mal hochladen noch. Naja, wie dem auch sei. Groschenromanverbrechen, nächste halt Mord. Löse das Rätsel der Leiche, die am Ufer der Thames gefunden wurde. Ich hoffe, wir stellen diesmal ein bisschen besser als das letzte Mal, das war ja teilweise ein bisschen peinlich. Übrigens, das Spiel hat ein neues Update bekommen. Man merkt es ruckelt mehr. Hey, zu Hilfe! Ein Landstreicher hat was gefunden! Das sieht echt übel aus! Hey, du bist doch der Landstreicher. So ging das schon wieder. Ja, wie gesagt, wenn man die ganze Zeit Witcher 3 spielt, ist die Steuerung ein bisschen anders. Anders. Okay, da unten ist etwas. Die unidentifizierte Leiche untersuchen. Na, meint ihr das schon wieder? Ja. Und aber kann nach unten. Okay. Ja, der sieht. Naja, also die Stellung, also ich weiß ja auch nicht. Aus dem Kamasutra stammt die sicher nicht. Hallo, kann ich nicht. Dankeschön. Nein, ich wollte inspizieren, so. Flussuferleiche. Eine männliche Leiche gekleidet wie ein reicher Geschäftsmann. Er trägt nur einen Schuh. Was? Gar nicht gesehen. Hä? Verarschenspieler trägt doch 2 Schuhe. Das sind seltsam aussehende Socken. Der Mann hat mehrfache Brüche erlitten. Ja, ich würde sagen, teilweise sogar doppelte. Die auf einen Fall aus großer Höhe hindeuten. Muss höher als da sein, wa? Ja, könnte hinkommen. Er trägt keinen Ausweis bei sich. War ja typisch. Unidentifiziert, betucht, nass, ein Schuh, mehrere Brüche. Okay. Schleifspuren. Nein! Das ist wieder. Oh, falsche. So. Was? Aufprall. Von da oben. Ach du Scheimgleis, da können wir jetzt da hochgehen. Ne, da ist nur das Licht. Dann haben wir hier einen Verdächtigen gerade gesehen. Leiche. Ich habe was platschen gehört und diesen Typen aus dem Flachwasser gefischt. Tot wie eine Makrele. Nö, das Gefühl habe ich auch. Da lebe ich jetzt. Wenn man es Leben nennen kann. Ich habe meine Arbeit verloren. Ne? Wer braucht mich schon, wenn eine Maschine meine Arbeit machen kann? Tja, und das
Verrückt daran ist vorhin, das war 1868 wohlgemerkt, hä? Wo bereits Maschinen die Arbeit von Menschen übernommen haben. Mittlerweile, 21. Jahrhundert, ist natürlich noch viel, viel krasser. Beziehungsweise noch sehr viel krasser. Wir haben die ganzen Roboter und hast du alles gesehen und daher... Jo, es wird schon... Wie kommen wir jetzt da hoch? Wird sicher für die eine oder andere Berufsgattung noch übel werden. Kann ich irgendwie da hoch, das wäre irgendwie ganz geil von dir Spiel. Ein bisschen umständlich, wenn ich mal so sagen darf. Vielleicht mache ich da hoch. Ja, gut, geht natürlich auch. Flussufer, die Taschenuhren, defekte Silberuhr. Die Zeiger sind kurz nach Mitternacht stehen geblieben. Ob mir irgendjemand mehr dazu sagen kann? Die Frage ist, wer? Da unten sehe ich noch einen ist eine Jacke. Fahrtrichtung des Zuges. Da haben wir das. Okay. Wurde irgendwie aus dem Zug geschmissen? Wäre natürlich möglich. Oh. Könnte wehtun, wa? Schon besser. Ja, Typi, du hast mir da, glaube ich, irgendwas verschwiegen. Kann das sein? Der Mitternachtszug? Das muss der 616er sein. Hält am Bahnhof unten an der Straße. Wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie den noch. Dankeschön. 616, alles okay. So, jetzt haben wir hier irgendwo... Ah, hier ist... Nein, Mann, im falschen Knopf. Flussufermantel, der Mantel eines reichen Mannes mit eingenähten Namen im Futter. Matthew Killian. Ob mir irgendjemand mehr dazu sagen kann? Ja, sagt dir der Name Matthew Killian etwas? Ein Toter mit einem schicken, warmen Mantel wie dem da. Was erwarten Sie denn? Hab ihn mir geschnappt, bevor jemand anders kommt und ihn mitnehmen kann. So wie Sie. Das ist Diebstahl, junger Mann. Schämen Sie sich. Naja. Ja. Ermittlungen fort, ja, ich weiß, er muss irgendwo da rüber. Victorian Station. Entschuldigung, übrigens mal ganz kurz. Platz da, ich bin Detektivin. Wow, 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 scheiße. Ja, ob. Komm schon! Schneller, du lahmes Teil! Der ist weit weg hier. Du hast recht. So, ich glaube, wir sind da. Danke fürs Mitnehmen. Tschüss, Pferdchen. Ja. Jetzt muss ich irgendwie da hoch. Erstmal gucken, wie komme ich überhaupt rein. Ein bisschen durch den Eingang war. Ist eigentlich mal am vernünftigsten. Wir haben eine verdächtig aussehende Person. Hey du, Zugschaffner. Ein paar Fragen. Beeilen Sie sich. Er fährt gerade ab. Das ist ein Scherz. Ah. Noch rechtzeitig geschafft. Gut. Die Frage, wo fange ich an, war? Achso, es sind mehrere, okay. Jupp. Servus. Was haben wir denn da Schönes? Speisewagen Zeitung, Artikel über Matthew Killians Bemühungen, ein enormes Geschäft in Wales abzuschließen. Es steht geschrieben, dass Killian dafür bekannt sei, Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen. Die Beschreibung von Killian in der Zeitung ähnelt dem Opfer.
Okay. Racheakt also. Nieder mit den Industrialisten, nieder mit der Monarchie. Revolution ist der einzige Weg. Killian. Einer von diesen reichen Fahrgästen. Die sind doch irgendwie alle gleich. Okay. Beschuldigen. Ein bisschen früh dafür, wa? Es war ein ganz normaler Abend. Soweit ich weiß, ist nichts Ungewöhnliches passiert, bis Sie mit dieser Mordgeschichte angefangen haben. Was machst du da, Ivy? Ich habe A gedrückt wegen Befragen. Ich muss da A drücken, geht gar nicht anders. Ich habe den Passagierwagen aufgeräumt. Mitternacht kam plötzlich Vivian dadurch. Sie dachte, dass jemand nach ihr suchen würde. Nein. Ja, gut, das war jetzt mein Fehler. Nachdem ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Allerdings, aber... Hey du! Gestern Abend. Nichts Ungewöhnliches. Ein paar Passagiere kamen rein und hatten so eine Art Geschäftstreffen. Einer von denen hat dem anderen ein paar Drinks gekauft und sie haben sich gestritten. Aber Vivian ist drüber gegangen und hat sie beruhigt. Peter, netter Kerl, kam hierher, nachdem er vor ein paar Monaten in der Gießerei gefeuert wurde. Ich sag Ihnen, er war kreidebleich, nachdem er die Geschäftsleute bedient hat. Naja, der Zug ist wirklich laut. Viele Passagiere haben Probleme beim Einschlafen, also habe ich immer ein Schlafmittel hinter der Bar. Okay, verdächtig, verdächtig. Hier ist alles verdächtig. Wie immer. Der nächste bitte. Gestern Abend. Das Komische war, dass mich Geräusche auf dem Dach kurz aufweckten. Sie sagen, da wurde jemand heruntergeworfen? Man muss sehr stark sein, um jemanden auf das Dach zu schleppen. Killian war in dem Zug? Gott, ich habe in seiner Gießerei gearbeitet. Ich habe ihn nie gesehen. Keiner der Arbeiter wusste, wie der Mann aussieht. Bringen uns nicht weiter. Peter arbeitete mit mir in der Gießerei. Er ist unheimlich stark. Ich habe mir den Arm in einer dieser neuen Maschinen zerquetscht. Dann hat Killian alle entlassen. Peter hat mir dann die Stelle hier im Zug verschafft. Vivian hatte gerade ein neues Opfer zu sich ins Abteil gelockt. Und danach sind noch einige Leute an mir vorbeigegangen. Aber ich war schon hundemüde. Wo sind dieser Peter und diese Vivian? Ein Hinweis hier? Hä, wo? Da bin ich bereits im Schlafabteil. Hä? Verarschen? Ich sehe aber nichts Gelbes. Da bin ich wieder hier, genau. Ah, jetzt habe ich es gesehen, ja. Dachte mir schon irgendwie auf dem Dach, aber vorher nichts gesehen, deswegen, ja, kannst bitte hochgehen, Ivy, dankeschön. Ein Schuh. Oben hat sich ein Schuh verfangen, der zu dem Opfer passt. Dem gehören die anderen Fußabdrücke. Schwere Last. Fußabdruck. Oh mein Gott, ein Fußabdruck. So das sieht man ja nie. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Hier habe ich 2 Hinweise und 2 Verdächtige. Ich habe mit Killian im Speisewagen getrunken. Wir haben schon oft Geschäfte miteinander gemacht. Es war eine angenehme Überraschung, ihn im Zug zu treffen. Ich schätze, es hat wohl ein paar Differenzen gegeben, aber die gibt es immer, wenn es um derart große Summen Geld geht. Ich war ungewöhnlich müde und kam hierher, um zu schlafen. Mehr nicht, wa? So. Eine Pistole. Ein kleiner Elfenbeinbesetzter Deringer. Patronenlagen für 2 Kugeln, aber eine fehlt.
Wo ist die andere? Killian wird den Zug 60 nach Cardiff nehmen, um die Papiere zu unterschreiben. Du musst mit allen Mitteln davon abhalten, sonst sind wir ruiniert. Jetzt wird's spannender. Reiche Unternehmen, Unterschrift verhindern, ja. Aber wer sollte das? Vielleicht einen Brief für Vivian, damit sie ihn irgendwie betäubt und dann der starke Typ ihn runterschmeißt? Sam! Onkel Sam! Mr. Wolf hatte ein paar Drinks mit Mr. Killian. Dann hat sich die junge Dame dazu gesetzt und sich einladen lassen. So. Mr. Wolf wurde ziemlich schnell müde, obwohl er nur einen Drink hatte. Er ging schon vor Mitternacht ins Bett. Ich blieb noch auf ein paar Drinks mit dem Barmann im Speisewagen. Mr. Wolf gab einen nach dem anderen aus. Und dann stritten sie. Die junge Dame kam rüber und Mr. Killian war ganz offensichtlich an einem Rendezvous interessiert. So etwa gegen 11:30 Uhr sind Killian und sie dann gegangen. Würde Ich passen. bin schon seit vielen Jahren Mr. Wolfs Diener. Er ist sehr schwach und benötigt die Hilfe von einem Mann wie mir. Dann befragen wir doch mal Vivian. Wir haben hier Nachricht. Eine handgestellte Nachricht. Kommt sie rasch in den Speisewagen. Jemand mehr dazu sagen kann? Da bin ich mir sicher. Es ist nichts Ungewöhnliches passiert. Ich habe mit einigen Herren getrunken und danach habe ich mich hingelegt. Ein paar Minuten vor Mitternacht hat jemand eine Nachricht unter der Tür durchgeschoben. Da stand, ich soll in den Speisewagen kommen. Ich ging hin, doch da waren nur Wine und Wolfs Bedienstete. Beide waren betrunken. Der reiche Typ? Hab mit ihm gesprochen. Äußerst charmant. Aber alleinstehende Frauen müssen vorsichtig sein, nicht wahr? Ist ihm etwas zugestoßen? Da fragst du noch so blöd. Den Brief, wie geht es dir, Viv? Fangen sie denn noch dicke Fische? Das ist eine wunderbare Eskapade, die du da laufen hast. Da muss mir auch so eine famose Gaunerei einfallen lassen. Lass uns mal was trinken, wenn du wieder ein Suho bist, Liebes. Dein Schwesterherz. Danach hatte ich nicht gefragt. Nein, aber es ist trotzdem interessant. Sie hat also eine Schwester. Oh, na gut. Ich flirte mit reichen Kerlen und der Barmann flößt ihnen etwas ein. Ich nehme sie mit in mein Abteil und sie schlafen ein, bevor ich etwas Unanständiges tun muss. Sie wachen auf, glauben, sie hatten Spaß und bezahlen mich dafür. So lief es auch mit Mr. Killian. Aber er war weg, nachdem ich nachsehen war, von wem diese Nachricht kam. Dann wurde sie also nur ausgenutzt. Weil ganz ehrlich, vielleicht ist es eine bekannte Masche von ihr, also sprich andere wissen davon. Vielleicht zum Beispiel ein Barmann oder so etwas, könnte doch sein. Und dann haben wir das ausgenutzt, um Killian aus dem Weg zu räumen. Quasi er schläft, oder? Und ist irgendwie raus. Da kann ein anderer Typ hier rein. Einmal mit. Aufs Dach. Und dann runter. Wäre doch eine Idee. Aber erstmal noch ein paar Typen befragen, bevor ich hier mein Schlussfazit präsentiere. Toll, ich sehe nichts. Die junge Dame, meinen Sie? Sie und Killian haben sich gut amüsiert. Ziemlich beschämt, ehrlich gesagt. Na. Sam, mein vertrauter Diener. Er ist außergewöhnlich stark und dadurch in vielen Situationen sehr nützlich. Hat's Enges Wolf, also sprich, der Diener auf Befehl von Enges Wolf hingetan oder was der Diener selbst? Wo ist das Motiv? Ich meine, klar, Wolf ist ein reicher Geschäftsmann, okay. Aber deswegen? Ein paar Fragen habe ich noch. Ach das verschlagene Luder. Der Barmann und Sie haben da so ein Ding laufen. Ich glaube, die ganze Mannschaft hier weiß davon. So, der Barmann also. Mr. Barman, please. Sie ist so eine Art Stammgast bei uns. Sie hält sich bei den reichen Leuten auf. Sie unterhält sie, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich helfe Vivian, die Trottel auszunehmen. Hab eine Tablette in ihren Wein getan. Die beiden wurden schläfrig, aber Vivian hat sich den Reicheren rausgesucht.
immer noch kein Indiz dafür, dass sie irgendwas mit dem Tod zu tun haben. Nur wegen Ausrauben, also sprich wegen Betäuben halt, okay. Sie fährt sehr oft mit dem Zug. Sie ist immer sehr freundlich zu den Passagieren. Vielleicht ein bisschen zu freundlich. Nochmal in Schlafabteil 1 und wenn dann nichts mehr steht, würde er dann doch gerne mal den Mr. Wolf beschuldigen. Was? Okay. Ich war im Speisewagen und habe mit dem Barmann getrunken. Das ist ein guter Junge. Hä? Aber der muss doch... Oder tut er nur so, als wäre er schwach, hat aber gerade den Falschen. Die Angus Wolf. Ich hatte vor, ihn so abzufüllen, dass er sein Treffen verpasst. Aber diese Frau hat ihn vorher weggelockt und ich war zu müde, um etwas dagegen zu unternehmen. Ja, und wer war... Hä? Wer war's denn sonst? Ja, sie war es sicher nicht. Einmal ganz kurz, Leute. Ja, Diener von Angus Wolf, das hatten wir schon. Die werden jetzt sicher nicht gewesen sein. Und das Schiff verhindern. Handabdruck, passender Schuh. Luke Skywalker. Nee. Der vermutlich eher weniger. Was war mit ihm schon wieder? Der hat irgendwie einen Job verloren. Ja, am Schluss war es Vivien oder was? Ich habe Vivien geholfen, den Kerl auszunehmen, aber ich bin kein Mörder. Mir erstaunt gerade, wie wenig überhaupt die Belohnung sinkt. Ja, aber Vivien kann es doch nicht gewesen sein. Es ist nun mal so eine Quest, wo im Prinzip jeder ein Mörder sein könnte, weil jeder irgendwie ein geheimes Motiv hätte. Aber sie hat ja gesagt, sie war's. Also, wir hatten ja genug Hinweise darauf, dass sie es gar nicht gewesen sein kann. Ich versuche nur zu überleben. Ich flirte mit den reichen Säcken, die genießen die Zeit mit mir und dösen ein. Ist das denn schlimm? Sag ich ja. Ja, am Schluss war so Penner da hinten, oder wie? Hä, aber doch alle schon... Ich kapier das nicht. Ganz, wenn jetzt noch viel ist, der ganz vorne. Ihn habe ich auch schon. Ich habe ihm gegeben, was er verdient. Der Mann war herzlos. Ist mir jetzt nicht ganz klar, wie man auf den Typen kommen soll. Ich glaube, es steht uns etwas Großes bevor. Die Industriebarone werden gerade zum Ziel der Mordlust. Das sollten Sie sich mal ansehen. Ab in den Kerker mit dir! Ja, man hört kaum etwas. Bitte Stress, das und so. Peter arbeitet als einfach zu... Dann war er Peter. Ja, ich habe mich zwischendurch noch gefragt, wo zum Henker ist eigentlich dieser Peter? Ja, so, wenn man natürlich nicht irgendwie gerade schnallt, oh, das ist ja Peter, dann ist natürlich klar, dass man so einen Quatsch macht. Ja, gut. Aber wieder mal mein Fehler, dafür kann das Spiel nichts. Weil ich einfach zu doof bin. Und nicht richtig lesen kann, offenbar. So, dann sind wir hier unten also auch durch. Hier ja auch. Die Themse ebenso. Geht jetzt mal hier von oben nach unten. Haben wir hier. Ist auch fertig. Hier haben wir noch 2 solcher Fälle. So haben wir aber nur eine irgendwie markiert. Könnte also schon bald mal irgendwie so ein großes Finale kommen, wa? Jo. Wenn es hier weitergeht, dann hoffentlich, ja, bessere Darstellung von meinerseits. Das und vieles mehr sind dann hoffentlich in der nächsten Episode oder hier bei Assassin's Creed Syndicate. Dabei, um sie abzulegen, um tote lebende Personen diese Trank zu werfen. Ja.
Tudeleben ist gar kein Problem, Hauptsache man kann sie werfen. Geil. Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part. Tschüssi.